So, also fangen wir an, aber zuerst was in eigener Sache. Und zwar habe ich vor einem halben, dreiviertel Jahr mein Produkt vorgestellt und dann sind da auch ein paar kritische Kommentare gekommen. Was ich grundsätzlich ja gut finde, Kritik ist gut zum Verbessern, also ich stehe auch auf kritische Kommentare, weil es mir einfach mehr bringt. Und da kam unter anderem vor, ich habe da ein Stativ präsentiert, ob ich jetzt auch zu den YouTube-Marktschreiern gehöre. Nein, gehöre ich nicht. Ich habe vor 1,5 Jahren ungefähr eine Anfrage bekommen von K&F, also von Canface, ob ich ein Produkt vorstellen will und habe mich da total gefreut, wie es bei kleinen YouTubern so ist. Und ich möchte auch wirklich Produkte vorstellen, die ich auch benutze und euch empfehle. Und da ist es ganz egal, ob ihr da ein YouTube-Studio habt, ob ihr fotografiert oder Videovlogs macht. Ich suche mir solche Sachen raus, die einfach auch für den Filmemacher und auch den Fotografen oder Streamer interessant sein könnte. Und so ist es bei diesem Video auch. Ich habe, wie gesagt, vor einem halben Jahr ein ganz tolles Stativ von K&F bekommen, habe das auch getestet. Ist seitdem mein ewiger Begleiter, also ganz ehrlich. Wenn ich das Stativ nach einer Woche ins Eck geschmissen hätte und hätte gesagt, das ist scheiße, dann hätte ich irgendwas falsch gemacht und dann hätte ich auch dieses Video gemacht. Also es hat nichts mit Marktschreier zu tun. Es ist wirklich so, dass ich davon überzeugt bin. Wir können uns das zusammen anschauen, da liegt das Paket. Wir können uns das zusammen anschauen und ich erkläre euch ein bisschen was dazu. Und wenn es euch gefällt und ihr sagt, okay, gut, Markus, das ist ja echt mal cool, dann stellt es euch. Also diesmal ein Produktvideo. Aber zuerst möchte ich mich bei der UNA bedanken. Die UNA ist nämlich mein Ansprechpartner in China und da habe ich was vorbereitet. Ich hoffe, sie versteht es. Ich verstehe es nicht. Mein Chinesisch ist ein bisschen eingerostet, aber bitteschön. 你好，乌娜，非常感谢您的良好合作，并希望未来一切顺利。来自德国的问候，谢谢。 Klingt doch cool. Also, da ist das Paket. Ist gar nicht so riesengroß, schaut es mal her. Jetzt steht natürlich meine Adresse drauf. Es hat ungefähr eine Woche gedauert. Also das letzte Paket hat 2 Wochen gedauert. Das ist richtig schnell ist das gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich top. Für die Entfernung gibt es da nichts zu meckern. Wiegt doch schon ein bisschen was, ja. Und können wir dann gleich mal reinschauen. Ich bin so schlecht in Produktvorstellungen, ich weiß schon. Also, ich habe lange überlegt, ich habe einen Titel für das Video. Also ein paar Sachen sind mir eingefallen. Vielleicht nehmen wir das Video, dieses Licht ist heller wie meine Zukunft. Oder RGB, Licht und Powerbank in einem. Was kann da schon schief gehen? Oder ich habe mir Licht gekauft und der Nachbar glaubt, bei mir landen UFOs. Also, dann schauen wir einfach mal rein. Super verpackt. Jetzt hoffe ich, dass ihr nichts kaputt schneidet. Kommen wir hier mal überall auf. Auf. So, das Messer tun wir weg. Weil das schneidet sie, der dumme war ja bloß. Oh. Na. Halbe Schachtel leer. Our Website, Customer Service Team, alles klar. Mit QR-Code, richtig schön eingepackt in Luftpolsterfolie. Finde ich schon wieder mal praktisch. Das kann man hier rausschieben. Das heben wir mal auf. Man weiß ja nicht, Luftpolsterfolie können wir immer brauchen. Oh je. Also so schaut die Verpackung aus. Und also ich muss ehrlich sagen, die schaut gut aus. Ernsthaft. Fasst sie richtig gut an. Produktmodel SL1002, Batteriekapazität 4000 mAh, CRI 95 Plus und so weiter und so weiter. Da haben wir einen tollen QR-Code drauf, den Importer, den Namen. Und jetzt können wir das, weil ich das sehe, aufschieben. Erinnert mich jetzt gerade irgendwie ans iPhone. Schaut aus wie vom iPhone. Also auf die Seite hier. Ja. So, geht das jetzt auf? Ah ja. Hier. Das erinnert mich echt ans iPhone.
Das mal raus hier. Nochmal mit der Tüte eingepackt. Und da ist das Ding. Richtig schwer. Dann haben wir ein Zubehör, darin noch, können wir schnell reingucken hier. Schöne Klappe, wie beim Telefon. Wir haben hier noch, ja, alles raus hier, ein anständiges USB-Kabel. Rund, finde ich mir sehr gut. Gott sei Dank sind die alle genannt mittlerweile, was war es früher für Katastrophe. Aber Bedienungsanleitung werde ich nicht lesen. Echte Männer lesen keine Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier einen Beutel. Das ist ja cool. Das ist ein Stoffbeutel. Fasst sie so an wie ja, Plastikstoff, aber ich finde das nicht schlimm. Was haben wir da drin? Das ist ja mal genial. Ein Kohlschuh mit 2 Schrauben dran zum Befestigen. Und zwar nicht aus Plastik, sondern richtig aus Metall. Finde ich super. Also da ist wirklich nicht gespart worden. Die Verpackung hochwertig. Gut, mit der Verpackung kann man nichts anfangen. Aber wenn ich so schaue, so ein Timo-Ding kommt im Plastikbeutel, wo wir denken, oh. Es ist ein Kabel mit dabei. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und es ist einfach eine kleine Tasche mit dabei. Finde ich cool, vor allem für den Preis. Also, um was handelt es sich da jetzt eigentlich? Es handelt sich um ein RGB-Licht. Ich zeige euch kurz die Anschlüsse und erkläre euch dann, für was ich das brauche, warum ich mir das ausgesucht habe und warum ich das wahrscheinlich sehr oft benutze. Weil wenn ich schaue, die großen Lampen, allein wenn ich die Lampe hier anschalte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Röhren sind da drin. Jetzt bin ich geblendet. 9 Röhren, wenn ich da einschalte, brauchen wir in Bayern wieder Atomkraftwerke. Also allein was das kostet, wenn die Lampe da leuchtet. Wobei so groß ist für Studien natürlich besser. Das ist jetzt keine Lampe, wo ich ein komplettes Zimmer ausleuchten kann. Wie gesagt, ich habe jetzt 2 wegen dem Greenscreen. Da ist auch schön die Schutzfolie drauf. Die lasse ich immer ganz gern drauf, die Schutzfolien, weil wir denken, irgendwann fallen die schon von allein runter. Wir haben hier an der Seite einen großen USB-Anschluss, wir haben einen kleinen USB-Anschluss, weil die auch als Powerbank funktionieren kann. Wir haben oben den An- und Ausschalter, von der Größe her wie ein Handy. Also wenn es passiert, kann man auch... Ja, ich komme heute nicht zum Essen nach Hause. Ich ist halt im Wirtshaus. Also funktioniert auch als... Nein, nicht das Handy. Aber es ist wirklich... Wenn ich jetzt schaue, das iPhone, bisschen kleiner sogar. Weiter zu den Anschlüssen. Ich bin so abgelenkt, weil mir das Teil so gut gefällt. Also Typ C USB-Anschluss, einen normalen fetten USB-Anschluss. Wir haben jetzt hier an der Seite, vielleicht kann man es in der Action besser erkennen, können wir den Modus auswählen, da können wir die Stärke auswählen und können die Farbe auswählen. Was mich auch fasziniert hat, ist hier dieses Farbrad, das ist eine Skala, die geht von 0 bis 360 Grad, 360 wegen Kreis. Und man kann sich die Zahl dann eben auf dem kleinen Display, das ist ein kleines Display, einstellen. Du kannst praktisch genau den Farbkreis, hier ist er, die Zahl übernehmen und hier einstellen und dann hast du genau den Farbwert. Finde ich praktisch. So, also kurz zu den technischen Daten, die gehören auch dazu. Ich bin leider nicht so ein Datenfreak, so ein Nerd. Für viele ist wichtig. Für mich ist wichtig, dass es funktioniert. Es schaut einfach geil aus. Wir haben jetzt da, ich habe nicht aufgeschrieben, weil das kann man nicht alles merken. Wir haben eine Farbtemperatur von 2500 K bis 9000 K. Finde ich ordentlich. Also vom romantischen Kerzenlicht bis zum OP-Licht im Krankenhaus. Wir haben da den RGB-Modus mit 360 Farben. Das Ding kann 360 verschiedene Farben. Es hat 24 Lichteffekte. Und zwar von polizeilich bis zum Feuerwerk. Perfekt, dass man die Nachbarn verwirren kann. Man kann Gewitter simulieren damit. Man kann Lagerfeuer, Kerzenlicht, dann flackert das Licht. Das probieren wir alles dann aus. Kann man simulieren. Das Ding hat sogar SOS. Finde ich praktisch.
Gerade wenn man unterwegs ist, bin oft draußen in der Natur unterwegs. Es ist abends was, ich lege es hin, das Ding strahlt SOS aus. Finde ich auch total praktisch. Wahrscheinlich eher zum Filmen, weiß ich jetzt nicht, aber zum Filmen finde ich es einfach handlich, weil so eine große Lampe kann man nicht mitnehmen. Und wenn es jetzt mal schaut, mit was ich sonst immer gefilmt habe, das ist von Rollei, sind solche kleinen Softboxen. Die Softbox schaltet man ein und hat 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Helligkeitsstufen. Unten ein Cold Shoe aus Plastik. Bei dem Ding haben wir einen aus Metall. Das Ding kann nichts. Keine Farbtemperatur, nur heller oder dunkler. Schränk dich ein. Oder notfalls habe ich dann sowas benutzt. Ein Baustrahler. Batterien drin und der Baustrahler kann, Achtung, leuchten. Ein, aus. Auch keine Farbtemperatur, keine Helligkeit, nichts. Den habe ich mir dann oft irgendwo mal hingestellt, wenn ich im Dunkeln filmen war oder fotografieren. Versteht's ja? Deswegen glaube ich, ist das eine wirklich sinnvolle Sache und gehört eigentlich wirklich in jeden Rucksack, wenn man abends unterwegs ist in der Dämmerung. Bin viel mit der Action 4 unterwegs, die ist jetzt nicht so lichtstark. Gehört dazu, finde ich einfach praktisch, weil es kann alles. Was noch fehlt, ist CRI 95 Plus. Und das ist für die natürliche Farbwiedergabe, weil es sollte natürlich ausschauen und nicht künstlich. Nicht, dass ich dann rumlaufe wie ein Schlumpf, wenn ich mich selber beleuchte. Insgesamt 4000 Milliampere Akku. Das reicht ungefähr bei voller Leistung, sagt man so 1,5 Stunden. Man kann das Ganze aber natürlich auch an einer Powerbank mit dazu hängen und dann ist die Laufzeit stundenlang. Jetzt überlege ich gerade, jetzt schalt mir das Ding einfach mal ein, weil da werdet ihr wahrscheinlich drauf warten, aber erst, es ist Metall, Leute, oder? Es klingt wie Metall, hört ihr das? Jetzt probiere ich ganz was Verrücktes aus. Jetzt passt auf. Jetzt schaut es her, was ich da habe. Jetzt wird es wahrscheinlich total für verrückt erklären. Jetzt bin ich extra im Garten raus und habe so wie die Dachlatten geholt. Dachlatte. Und aber einen Nagel. Seht ihr? Und ich bin der Meinung, dass das so stabil ist, dass ich damit sogar den Nagel reinkriege. Sollte das jetzt kaputt gehen, wäre scheiße. Aber ich probiere das wirklich aus. Weiß ich nicht, hat wahrscheinlich noch keiner gemacht. Jetzt pass auf. Nix. Das Ding ist stabil. Das ist stabil. Gerade für draußen, wenn es da runterfällt, wenn es da irgendwo dran hängst, wenn es beim Nagel reinklopfen musst irgendwo. Hammer. Jetzt wird sich natürlich die Frage stellen, für was brauche ich sowas? Für was brauche ich sowas? Ich finde es praktisch, dass ich das auf die Kamera zum Beispiel baue. Wir haben unten den Cold Shoe mit 2 Anschlüssen, was auch genial ist. Also man kann es breit, man kann es aber auch hochkant verwenden. Was mir halt brutal gut gefällt, dass das wirklich aus Metall ist. Und da ist einfach auch nichts gespart worden. Wenn ich euch da den Preis verrate von dem Kastel, werdet ihr es wahrscheinlich eh nicht glauben. Und wenn ihr sowas wirklich braucht, es gibt auch den Rabattcode Pixels, blende es euch ein. Gibt es sogar nochmal Prozente. Wenn ihr es über den Code bestellt, kriege ich ungefähr 5 Millionen Euro. Anteilsmäßig natürlich. Also, nee, kommt nicht. Weil kommt nicht wirklich viel. Aber ich zeige euch jetzt eine ganz einfache Anwendungsmöglichkeit. Und zwar wieder die alte GoPro hier rumstehen mit dem Media Case. Viele kennen das noch. Das ist der Cold Shoe mit drauf. Cold Shoe? Ich glaube, das nennt man so. So, einfach drauf gebastelt hier. Seht ihr? Zack. Festgeschraubt.
Perfekt, perfekt. Sache auf 2 Minuten. Vom Gewicht her hält es auch ganz ehrlich in Grenzen. Und schon habt ihr eine Vlogging-Kamera, wenn ihr zum Beispiel draußen im Dunkeln seid. Oder ihr baut es zum Beispiel auf eine Platte, Plate nennen sie das ja. So bin ich früher rumgelaufen, kann ich euch auch zeigen. Hier habe das Telefon dann hier mit eingespannt, wenn ich mit Telefon unterwegs war. War immer ein Riesenzirkus und die Lampe kann nichts. Aber wie gesagt, mit dem Cold Shoe ist es kein Problem, dass man das zum Beispiel hier mit draufschrauben kann. Ich das mal ganz kurz zeigen. Es ist einfach flexibel und das gefällt mir und das ist auch mir immer wichtig. So, schaut her, schauen wir jetzt hier die Lampe drauf. Zack, die Lampe ist drauf. Dann brauche ich das in Zukunft dann nicht mehr. So, runter damit. Und schon kann ich das Handy hier mit einbauen, seht ihr. Und hätte dann dort zum Beispiel für mobil, wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, was zum Vloggen natürlich. So, und dann haben wir das Ding getestet. Das Ding kann einfach alles. Sonne, Kerze, Cold, Breeze, Fire, Alarm, Ambulance, SOS, Rotate, Red Flash, Green Flash, Blue Flash, Cinema, Music, Disco, Sternenhimmel, alles gleichzeitig, alles im Loop und natürlich RGB Flash. Du hast 360 Farben zum Auswählen, 360 Farben. Und damit ist es nicht getan, du kannst es noch von 1% bis auf 100% regeln. Also wirklich stufenlos. Ich finde das Teil richtig geil und mich fasziniert es. Sonne, Kerze, Cold, Breeze, Fire, Alarm, Ambulance, SOS, Rotate, Red Flash, Green Flash, Blue Flash, Cinema, Music, Disco, Sternenhimmel, alles gleichzeitig, alles im Loop und natürlich RGB Flash. Und Fire, Ambulance, Red Flash, Cinema, Musik, So, jetzt haben wir der René noch geschrieben von der Glanzfilmfabrik, weil wir uns in Berlin treffen wollten. Hallo Glanzi, ja, das machen wir auf alle Fälle. Du hast jetzt gerade mein TechView-Video zerstört, weil ich gerade unter der Aufnahme bin. Das heißt, im kommenden Video bist du leider mit dabei. Liebe Grüße, Markus. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich kann nicht ernst bleiben. Leute, wirklich, sowas ist nichts für mich. Aber ich mache es ja wirklich gern. Und ich bin von dem einfach auch überzeugt. Du kannst es als Handy benutzen, du kannst damit angeben, du kannst wischen, du kannst ja üben. Weißt? Das muss nicht das iPhone sein, da kaufen wir sowas. Und da kann ich auch den ganzen Tag rumwischen. Du kannst mit Nägel reinklopfen, du kannst Kerzenlicht simulieren, du kannst Gewitter simulieren, du kannst 360 verschiedene Farben, stufenlos. Du kannst das Licht wärmer schalten, du kannst das Licht knallhart einschalten. Du kannst die Helligkeit verstärken oder runterregeln. Du hast Cold Shoe Anschlüsse, was bei anderen teuren Marken oft gar nicht der Fall ist, wo man sich oft denkt, hey, was eure Designer. Du kannst es als Powerbank benutzen. Der Akku eine halbe Stunde jetzt rumprobiert, er hält. Und für den Preis, ganz ehrlich, also ich finde es unschlagbar. Und ich muss euch auch ganz ehrlich gestehen, das Produkt, ich werde es ganz oft benutzen, ganz oft, weil mit dem ganzen Scheiß hier, gut, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, klar, aber sind nicht so flexibel. Oder gar mit Bauscheinwerfer. Oder soll ich mal das dann auf den Buckel schnallen? Ich könnte ja das hier auch so. Und jetzt, dann machen wir das so. Hat auch seine Daseinsberechtigung, klar, logisch. Aber ich wollte einfach was Kleines, Handliches haben. Und da ist das von K&F wirklich gut. Und ich werde das jetzt benutzen. Ich weiß noch nicht, welches Videoprojekt ich damit machen will. Wahrscheinlich wieder irgendein Blödsinn. Aber ich empfehle es euch. Ich empfehle es euch wirklich. Und ich meine das auch ehrlich. Auch die ganzen Unkenrufe mit YouTube, Marktschrei und so weiter, ist bei mir nicht so. Und ganz ehrlich, wenn ihr die Chance habt, und der ein oder andere wird wahrscheinlich von Canface schon eine E-Mail bekommen haben, weil ich gefragt worden bin, ob ich gute YouTuber kenne, die da Interesse dran haben oder gute Kanäle. Und da bin ich ehrlich, da habe ich ungefähr so 50, 60, 70 Kanäle aufgeschrieben.
wo ich weiß, ihr seid auch Leute, die meinen Kanal verfolgen oder wir uns kennen oder uns gegenseitig abonniert haben und kommentiert haben, wo ich gesagt habe, verdammt, habt zwar bei dem macht, der macht coole Videos. Also wenn ihr so die letzten 2, 3, 4 Wochen eine Anfrage bekommen habt, dann steckt wahrscheinlich ich dahinter, weil ich finde es doof, wenn man das nicht weitergibt oder sich da nicht gegenseitig hilft. Und auch jemand, der das noch nie gemacht hat und da Interesse dran hat, wie sowas eigentlich abläuft, so eine Kooperation, ist es auf alle Fälle eine tolle Erfahrung. Und mit Kenface sowieso, ich habe da noch nie Probleme gehabt. Und es ist nicht jetzt irgendwie Insta360 oder GoPros oder sonst irgendwelche Werte von Hunderten von Euro, die ich da bekomme. Das sind Werte unter 100, weit unter 100 Euro. Also braucht auch nicht keiner neidisch sein. Und ihr habt auch die Möglichkeit und ich mache das ja wirklich für euch. Muss nicht immer teuer sein. China ist mittlerweile hat sehr gute Firmen.